Hast du gesehen, wie wunderschön die Blätter gerade sind? Sie sind alle rot, gelb und orange. Ja, das ist so schön bunt. Warum ist das so, Mau? Das liegt daran, dass es Herbst ist. Die Bäume ziehen jetzt ihre ganzen Nährstoffe aus den Blättern in ihre Äste und den Stamm zurück. So bereiten sie sich auf den Winter vor. Oh, wie klug von den Bäumen. Aber was passiert denn im Winter? Im Winter wird es richtig kalt. Oft fällt Schnee, der die ganze Landschaft in Weiß hüllt. Dann schlafen viele Pflanzen und Tiere, um Energie zu sparen. Ui, dann sieht alles aus wie eine riesige Kuscheldecke aus Schnee. Und was machen die Tiere? Viele Tiere halten Winterschlaf. Zum Beispiel Bären. Die machen es sich gemütlich und schlafen die kalten Tage einfach durch. Was machen denn die Tiere, die nicht schlafen? Sie sind trotzdem aktiv. Vögel fliegen oft in den Süden, in wärmere Regionen. Sie sagt man, dass sie wandern. Andere Tiere wie Eichhörnchen sammeln im Herbst schon ganz viele Nüsse und Eicheln, um im Winter nicht hungrig zu sein. Danach kommt der Frühling. Die Tage werden wieder länger, es wird wärmer und alles fängt an zu blühen. Oh, wie wunderbar. Ich liebe bunte Blumen. Und die Vögel singen dann auch wieder, richtig? Genau. Sie kommen aus dem Süden zurück und fangen an, ihre Nester zu bauen. Der Frühling ist wie ein großes Erwachen. Hihi, das klingt, als ob alles in der Natur ganz aufgeregt und lebendig wird. Ja, und nicht nur die Natur. Im Frühling werden auch wir ganz munter und freuen uns auf die warmen Tage. Das musst du mir jetzt über den Sommer erzählen. Ist es da wirklich so warm, wie alle sagen? Oh ja, der Sommer ist die heißeste Jahreszeit. Die Sonne scheint viel und die Tage sind am längsten. Man kann draußen so viel unternehmen. Wasserspiele und Eiscreme und Picknicks. Ui, dann kann man ja jeden Tag ein Abenteuer erleben. Aber Mau, warum haben wir eigentlich diese Jahreszeiten? Das ist eine spannende Frage. Die Erde dreht sich um die Sonne und dabei ist sie leicht schräg geneigt. Diese Neigung sorgt dafür, dass wir Jahreszeiten haben. Oh, wirklich? Das klingt verrückt. Also, wenn die Erde sich dreht, verändert sich die Position und das bringt uns den Wechsel der Jahreszeiten. Genau. Wenn die Nordhalbkugel zur Sonne geneigt ist, haben wir Sommer. Und wenn sie von der Sonne weggeneigt ist, ist hier Winter. Und während bei uns Sommer ist, haben die auf der Südhalbkugel den Winter. Verrückt, oder? Ja, ganz genau. Das ist ein toller Wechsel, der uns verschiedene Wetterlagen und Naturphänomene beschert. Jede Jahreszeit ist also einzigartig und hat etwas Besonderes. Wie aufregend. Total. Und genau deswegen wird es nie langweilig. Wir können uns immer auf die nächste Jahreszeit freuen. Hihi, ich glaube, ich mag alle Jahreszeiten. Jede hat ihre eigenen Überraschungen und es wird immer etwas Neues passieren. Das ist das Schöne daran. Und jedes Mal können wir etwas Neues entdecken und lernen. Na dann, worauf sollten wir uns als nächstes freuen, Mau? Auf den Winter. Juhu, Schneemänner bauen und Schlitten fahren. Und warme Kakaoabende, kuschelig in einer Decke gehüllt, während draußen die Schneeflocken tanzen. Das klingt aufregend. Lass uns mal sehen, ob wir schon ein paar Schneeflocken finden. Auf geht's, Mau. Das Abenteuer ruft im Schnee. Ja, das wird lustig. Mal sehen, wie viele Flocken wir einfangen können. Uiuiui, ich freue mich schon. Die Jahreszeiten sind wirklich ein tolles Abenteuer. Stimmt's, Mau? Ganz genau. Wow. Kein Tag ist wie der andere. Und das macht das Leben spannend und wunderbar. Ole duli, duli duli, love it. Ole duli duli duli.